Hallo miteinander und einen wunderschönen soll ich das überlegen, Montagnachmittag. Ich hoffe doch, es geht euch Salut allen zusammen. wunderbar. So, genau. Nico ist auch da, mal wieder natürlich mit am Start. Yeah, Gugus, yeah. grüezi wohl, Flöru. Geht's gut? Bud Spencer ist auch da, wie schön. Ah, es ist doch immer wieder schön, Nice. immer so viele Gesichter zu sehen hier bei uns. Das ist richtig nice, I like it. Sensik, hoi, heyo, hello. Alles gut bei dir? So, jetzt muss ich noch gerade schnell etwas vorbereiten, wo wir nämlich vorher nicht mehr dazu bekommen. Hey, ich glaube, wir eher den PC müssen neu starten. Ich bin jetzt heute ausnahmsweise mal daheim, wo ich morgen im Büro bin und jetzt habe ich den PC neu müssen starten. Also die ganze Vorbereitungsplanung am Arsch. Ja, so tragisch. Jetzt schnell schauen, was das genau so. Nico, wir haben doch heute ein Giveaway, Ja. oder? Ja. Schnell sagen, welches Game das ist. Heute, also so wie ich das weiss und das sicher auch stimmt, oder mir das bestätigt, ist heute das Giveaway Gotham Knights, oder? Ist es Gotham? Das steht aber nicht im Text. Aber ich glaube Steht nicht schon, irgendwie. ja. Sag mir dann, was im Text steht. Also, Es steht aber das hast nicht. ja du von unserem, Wir das haben hast ja darum, du von ja, aber unserem wir Freund, haben dem darum Sean, zwei, bekommen, oder? ja. Wir haben darum 2 Giveaway geplant. Mit 2 Keys. Und jetzt sind wir nicht sicher gewesen, welches das wir heute haben. Aber ich glaube, wir haben jetzt das Richtige. Wir haben ja noch ein zweites. Weißt du, Ja. welches das ich meine? Ja, ich weiß genau, was das ist. Warte, ich kann schnell Ihr schauen. seht, Leute, wir sind wahnsinnig gut vorbereitet. Ich kann schnell schauen, warte schnell. Ich muss da schnell weniger ins Gesicht reinblenden. Also, ich habe dir etwas geschickt. Ja, bei mir ist alles gut. Und bei euch? Ja, da. Hey, Gang wie Gang. Es ist halt Menti. Was will man dazu mehr sagen? Ja, also, ich kann dir sagen, dass es nicht einer von den anderen 2 ist, den ich dir geschickt habe. Also ist es auch schon Das ist der, das den du vom Sean. denkst. Perfekt. Ja, genau. Wunderbar. Ja gut, dann haben wir heute ein cooles Giveaway für euch, Leute. Wo das schnell Last Minute noch schnell reingehauen hat. Genau, ist halt Mandy. Aber es ist halt wirklich so. Und hoi Das ist halt Hosig. wirklich Menti. Wie geht's dir? Menti Blues. Ey, es ist wirklich... Also vor allem, eigentlich hat es ja über das Wochenende so richtig Wüstwetter sollten sein. Und es war eigentlich schön gewesen. Es hat angekündigt, also es ist angekündigt gewesen, die Wettervorhersagen sind angekündigt gewesen, dass es richtig wüst soll werden. Und also Schiff und Regen, hat es gesagt, das Schiff bewölkt und alles und grusig. Und das ist ja jetzt nicht der Fall gewesen. Stattdessen ist es jetzt so. Und ich muss sagen, bei diesem grusigen Wetter bin ich gerade froh, muss ich nicht so im Haus aus. Es ist wirklich so eine Ja. grusige Momente, wo man am liebsten daheim bleibt. Scheinbar die ganze Woche so. He? Ja, plus, minus. Aber ob es dann wirklich so bleibt, das sehen wir ja dann noch. Mhm. Aber Aber es ist richtiges Gamerwetter, oder Steffi? Eigentlich ideal für all unsere Zuschauer. Total. Gut, ich gehe mal davon aus, die meisten von unseren Zuschauern werden daheim im Ding sitzen. Im Homeoffice oder sonst am Arbeiten sein. Also mit Zocken einfach daheim ist ja leider für die wenigsten irgendetwas. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich sehe es auch mal als Einladung in meiner freien Zeit sicher dann mal wieder den PC oder die Konsole anzuschmeißen und mal wieder ein Game zu spielen, wo man sich Zeit nehmen dafür. Ja, Das mache ich in letzter ja, Zeit sehr wenig der Fall. das wäre etwas auf jeden Fall. So, aber hey, ich würde doch sagen, einmal für die schon mal da sind, ich tue euch doch schon mal das Giveaway vorstellen. Und genau. Also, wie ihr vorher vom Nico gehört habt, wir haben Key für euch für die PS5. Und zwar für Gotham
Night. Das ist am Freitag erst gerade erschienen, also ein Nigo neues Game. Aber es ist nicht einfach nur ein Key für Gotham Knight, sondern es ist ein Key für die Deluxe Edition von Gotham Knight. Merci Sean an dieser Stelle. Ja, merci vielmals, Sean. Der Shiny Sean ist unser Shiny Sean Spawn. PM-Engel. Genau, das Gaming PM-Engel. So sieht es aus. Und genau, ihr könnt bis zu 2 Tickets euch posten mit euren Punkten. Zum Mitmachen für ein Ticket braucht ihr 10 Punkte. Das ist nicht so viel. Und eben, ihr könnt es sogar 2-mal machen. Also wenn ihr sagt, ich will das Game unbedingt haben, dann könnt ihr bis zu 20 Punkte ausgeben. Das Mal mache ich nicht mit. Ich habe ja schon letztes Mal gewonnen. Merci nochmal für die coole Taschentuch. In dem Fall hast du es bekommen. Sehr nice. Sorry, es ist ein bisschen später gekommen Kannst als gleich ursprünglich mitmachen. geplant. Also ja, du darfst natürlich auch sonst mitmachen. Das ist ja so. Aber Der Hauptsache... Massi gewinnt auch immer alles hier. Genau, Gell? der Massi ist immer hey, was der alles abräumt. Also schon bei mir. Ey, der hat bei mir in meinen Streams sicher schon 5-mal gewonnen, von 6-mal oder so. Also, das ist crazy. Ja, das ist ein kleiner Hacker. Ja, total kleiner Ecke. Nein, aber ich würde sagen, starten mal das Giveaway. Dann könnt ihr im Text nochmal nachlesen, wie das genau funktioniert. Es geht 1:15 und eben genau, ihr müsst einfach Ausrufezeichen Win und dann ein 1 oder ein 2 mit einem Abstand dahinter schreiben. Und dann macht ihr schon mit, dann nehmt ihr schon teil an diesem schönen Giveaway. Genau, so einfach. So Ich einfach. mache das jetzt nämlich auch gerade. Nein. Nein, du darfst nicht, Nico. Wir 2 sind Oh, gesperrt. Gotham Knight. Ich möchte Gotham Gotham Knight Knight. spielen. Ich möchte Gotham Knight spielen. Weißt du, er geht das Gotham Knights Video rausgedroppt. Lass mich raten, der Hanno. Ja. Ist so leicht zu schauen. Unglaublich. Das ist mega lustig. Sie tun immer den Dude von, kennst du Haus des Geldes? Nein, Casa del Papel. kann ich nicht geschaut, nein. Nicht geschaut, okay. Also, dann tue ich das nicht erzählen. Wo kannst du schon erzählen? Ist mir gleich. Nein, Ich will das das nicht so ist schnell erzählen. schauen. Nein, ja, alles gut. Alles gut. Ist nicht so wichtig. Ja, also eben, Gotham Knight, das Spiel ist Hey über Nico, nur noch schnell. Robin. Ja. Du bist schon wieder so verzögert. Du bist richtig asynchron. Das ist schon komisch. Wie Das haben wir letztes seit letztem Mal. Ja. Ja, das haben wir seit letztem Mal. Letztes Mal musste der PC neu müssen starten. Weißt du noch? Dann ist es gegangen. Wow. Okay, ja. Dann machen wir das noch einmal, hä? Nein, jetzt ist gut. Hä? Willst du dich verarschen? Deine Kamera spinnt komplett. Weil jetzt ist gut, oder Jetzt was? ist gut. Das hast du ausgemacht. Leute, ihr habt das auch gesehen, oder? Please, sagen wir, dass ich das auch Warte, gesehen habe. Und die Kamera von Jetzt- Nico einfach besessen ist. Ist es jetzt wieder verzögert? Ja, es ist wieder verzögert. Oder Ja, ist das noch mal- Audacity. Nein, es ist gut. Es ist gut. Sicher? Ja. Okay. Ich habe Okay, das warte, Audacity warte. kurz gestoppt im Fall. Und das ist Warum das hast du es gestoppt? Nein, jetzt sind wir nicht mehr synchron. Nico. Ja, ich Müssen wir weiß, wir von müssen nochmal, aber wir vorne haben ja noch nicht angefangen mit dem Podcast. Ja. Ich muss halt also, alles probieren, wie shit. soll ich es Ja, aber das kann ja nicht sein, dass es am Audacity-Programm liegt, dass deine Kamera nicht mehr synchron ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich weiß. Also, wenn wir nochmal Technik. schnell Ja, klappen. Also, wir starten nochmal. Also, ich habe gestartet. Es nimmt auf. Also, 3, 2, 2, 1. 1. Müssen wir nur noch gleichzeitig abzählen und dann kommt es gut. Aber ja, es hat irgendwie geklappt. Ich glaube, es regle klappt, das dann ja. schon. Post-Production Magic. Ui. Ja, Oh Mann. Also, ja. so sieht es aus. Also, as usual, Leute, natürlich sind Mitarbeiter von brack.ch aus dem Giveaway ausgeschlossen. Es tut mir sehr leid an alle. Es geht leider nicht anders. Und, yes. Genau. Mein kleiner Monolog, as usual. Wir nehmen jetzt einen Podcast auf, was natürlich bedeutet, wir können nicht auf eure Kommentare und so weiter währenddessen eingehen. Ihr dürft aber trotzdem so viel ihr wollt in die Chatbox schreiben. Und ja, das wäre es eigentlich. Den Rest kennen ihr ja mittlerweile. Am Anschluss sind wir gerne wieder für euch da.
Genau. Im Anschluss sind wir wieder unterwegs. Ich glaube, das Intro ist von Steffi das Mal, hä? Soll ich es dann machen? Ja, wäre cool. Ich bin mir überlegen, lass mich in Ruhe. ich, ich habe mir überlegt, wie sehr dass ich dich so fronten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr soll ich dich fronten? So im Vergleich zur letzten Episode, weißt du, Nico, wo du mir etwa 2,5 Minuten lang einfach ignoriert. Ich habe mich schon entschuldigt. Das ist ja so. Aber ist okay. Das ist okay. Ich vergebe dir. Ausnahmsweise mal. Ja, merci vielmals. Ich bin froh. Und damit stelle ich natürlich ganz herzlich den Nico vor, mein Co-Host in der 35. Episode von Buffcrit Loot, dem Gaming News Podcast von brack.ch. Mit uns zwei. Hui! Hui! Genau. Und wir haben auch heute natürlich wieder spannende Themen für euch bei diesem regnerischen, grusigen Montag. Einfach perfekt zum Abschalten. Gut, ihr hört es erst am Dienstag, aber ja, dann ist es wahrscheinlich immer noch grusig Wetter. Wir haben Resident Evil 4 Remake, wo irgendwie ein bisschen gekürzt worden ist, aber so richtig spicy dafür. Es gibt endlich lang ersehnte News zu Sims 5 und eine kleine Überraschung zu Sims 4. Das sind unsere Buff-Themen, wie ihr seht, haben wir ein bisschen reduziert. Und Crit haben wir dafür ein bisschen mehr, mit ganzen 3 Themen. Und zwar haben wir einerseits Sony, wo einen Tweet hat rausgelassen zu Bloodborne, der aber innerhalb von kürzester Zeit gerade wieder gelöscht hat. Es gibt auch News zu Silent Hill, beziehungsweise zum Remake von Silent Hill, aber ja, der Nico erklärt euch dann nachher schon noch genau und ausführlich, warum das in Crit ist und nicht im Buff. Und last but not least haben wir Xbox, wo bestätigt, dass Call of Duty doch für eine längere Zeit nicht im Xbox Game Pass wird vorhanden sein. Und dann anschliessend haben wir noch ein bisschen laut. Wie ihr wisst, sind wir nach wie vor ein bisschen in Sparlaune, der Nico und ich. Wir kaufen uns nach wie vor nicht. Ich glaube, wir warten einfach auf Weihnachten, auf eine Geschenkli-Season. Und dann holen wir dann alle raus, gutes Stuff raus. Und dann heißen wieder laut. Ganz viel. Und ja, das wär's mit den Themen von heute. Ich würde sagen, wir starten gerade. Und ich würde sagen, der Nico fährt gerade an. Yes. Merci vielmals für das Intro, Steffi. Mega cool. Ich würde sogar sagen, noch betreffend dem Thema Laut, wir hoffen natürlich auch darauf, dass wir irgendwann bei unserem coolen Brack Twitch-Stream, wo wir machen zu diesem Podcast, wo irgendetwas gewinnen. Spaß beiseite, wir dürfen leider nicht mitmachen. Aber dafür alle, die uns jetzt gerade zuschauen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Das erste Thema, das ich habe, ist Resident Evil 4 Remake. Ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Ich habe mich gerade ein bisschen drin verlieren. Resident Evil 4 bekommt ein Remake. Und zwar ist ja das Resident Evil 5 letztes Jahr geremaked worden, wenn man das so sagen kann. Und das hat ja nicht so viel Wellen gegeben, wie man erwartet hat. Aber das 4 hat halt für mich ein enormes Potenzial also ist für mich eigentlich ein Blockbuster. Weil das 4 ist das Resident Evil, das ich persönlich auch mal ein bisschen gespielt habe und man muss sagen, es packt dem schon. Also ein sehr, sehr cooler Resident Evil Teil. Auch für mich so ein bisschen einer der erfolgreichsten. Und der bekommt jetzt ein Remake. Resident Evil 4 ist mit seiner Kampagne eigentlich eines der Games, das eine längere Kampagne hat. Und zwar geht die 16 bis 18 Stunden. Also man ist wirklich 16 bis 18 Stunden an dieser Kampagne dran, mindestens. Das ist eher eine lange Kampagne. Und es hat natürlich jetzt Leute gegeben, die schon hands-on auf der Demo haben dürfen haben vom Remake. Die müssen sich vorstellen, dass das Remake ist 7-jährig. Also das Remake, das Original ist 7-jährig. Das heisst, das ist ein Remake von einem 7-jährigen Spiel. Und klar sieht jetzt die Grafik ganz anders aus als noch vor 7 Jahren. Klar Gut, 7 Jahre ist für das ein halt. Remake ist ja nicht einmal wirklich viel, sind wir ehrlich. Nein, es ist nicht viel, aber es ist halt schön, hat es eins bekommen, weißt du? Stimmt. Und das ist wie. Es ist schon ein neues Erlebnis. Also,
den Rezensionen, die ich gelesen habe und den Trailers, die ich gesehen habe, und ich mich noch mal daran erinnere, wie ich dann das Original gespielt habe, ähm, es hat schon einen riesen Boost bekommen, jetzt mit dieser guten Grafik, mit dem viel noch intensiveren Gamerlebnis, wo man vor allem hat, weil sie sich dort extrem Mühe gegeben haben, dass man zum Beispiel, wenn man durch die Welten läuft, das ist ja nicht eine Open World, das Game ist ja schlauchmässig aufgebaut, dass man eigentlich immer dass der Weg wie vordefiniert ist, aber er wird natürlich immer so ein bisschen mit durch Objekt blockiert oder man muss irgendwo durchschnagen oder man muss sich irgendwo durchzwängen. Und das haben sie jetzt nochmal verbessert. Teilweise sind Objekte im Weg, die wirklich so auch an der Kamera vorbeifliegen und sich bewegen. Also wirklich so, dass man mal durch einen Busch läuft und man sieht wirklich so, wie die Pflanzen an der Kamera vorbeigehen. Also richtig echt halt. Ähm, und die Kamera ist jetzt komplett frei beweglich. Das heisst, es gibt einen ganz guten Spielfluss. So. Das trägt halt zum Spielfluss bei. Gibt auch mehr Kontrolle von der Szene, vor allem im Kampf innen. Ähm, und wenn man natürlich das Original gespielt hat, ähm, sieht man es sofort. Also da weiß man sofort, was besser gemacht ist worden, was anders ist. Wenn man das nicht gespielt hat, dann kann man es natürlich nicht sagen. Und wenn man direkt mit dem Remake anfängt, dann würde ich persönlich behaupten, es ist einfach ein mega cooles Spiel. Also ich habe mir schon auf jeden Fall auf die Wishlist da, weil für mich ist es ein Spiel, das ich sehr gerne würde spielen würde. Auch wegen der Story. Die Story ist sehr, sehr cool. Man kann sich dort wirklich reinfühlen. Es ist nicht so wie die Stories in Games, wo man genau weiß, ah, jetzt passiert das und jetzt passiert sicher das und jetzt weiß ich schon, was als nächstes passiert und der Charakter stirbt hundertprozentig. Also es ist so ein bisschen, ähm, eigentlich eine bessere Story, würde ich mal sagen. Also sie Neu hat die ist schon Story Schleichen. überarbeitet, oder was? Nein, sie hat die Story nicht überarbeitet. Ich sage das zu Leuten, die jetzt zum Beispiel die Resident Evil 4 noch nie gespielt Ach haben. so, Oder also, okay. genau, einfach warum dass man es spielen sollte, wenn man zum Beispiel das Original nicht gespielt hat. Ach so. Wenn man das Original gespielt hat, sollte man es eh spielen, weil es einfach ein Nein, verbessertes never. Original ist. Niemals. Ja, ich glaube wirklich, also weißt wir sind ja heute ein bisschen im Podcast von den Remakes. Hä? Also, Hat doch wir haben ja etwas, noch ja. True. genau, wir haben noch ein anderes Remake. Und es ist recht lustig, weil wir haben ein Remake jetzt im Buff und wir haben ein anderes Remake haben wir im Crit. Und das ist mega lustig, weil das kann genau auf die zwei Seiten rausgehen. Oder entweder du machst ein Remake, das wirklich gut ist, und das ist mega schwierig, weil du kennst die kritischen Stimmen. Remakes sind meistens nicht so gut wie das Original. Das hat man schon so hinten in seinem Kopf, oder? Man so denkt, ah, das schafft man eh nicht, das herzubringen. Aber so wie ich jetzt hier aus meiner Recherche rausgenommen habe, ist das wirklich ein gutes Remake. Also es lohnt sich mega, das zu spielen. Sie haben auch wirklich eben die ganze Kampagne übernommen, wo viele Leute gemeint haben, sie kürzen sie dann, oder sie nehmen das Zeug raus. Mega wichtiges Zeug nehmen sie raus. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sehr viel von den Original-Szenen halt besser gemacht, aber drinnen gelassen. Auch Dialoge haben sie probiert, fast so originalgetreu wie möglich zu machen. Sie haben das Game-Erlebnis halt jetzt noch verbessert, durch das jetzt so Schleichen möglich ist. Man kann jetzt schleichen und man kann sogar Angriffe parieren, wenn man, wenn man das Messer, wo man dabei hat, wenn das Messer, das man dabei hat, noch nicht kaputt ist. Das kann ja kaputt gehen, das muss man dann wieder flicken. Aber wenn man das ready hat, das Messer, kann man auch Angriffe parieren, was das Ganze eigentlich noch ein bisschen lustiger macht. Nice. Ähm, und man kann die ganze Umgebung jetzt so in Kämpfe einbeziehen. Das heisst zum Beispiel eine Szene, wo dieses Monster verfolgt, kannst du ähm, mit der Knarre quasi auf eine Lampe schießen und die von oben runterfallen, dass es Feuer gibt am Boden. Also so ein bisschen so Zeug. Und das ist natürlich auch cool, weil das macht die Kämpfe noch ein bisschen spannender. Es macht es vor allem Was mir persönlich realistischer, sind wir ehrlich. Das ist ja hure genau, genau, nice, wenn genau, man die Umgebung mit einbeziehen kann. Ist immer cool genau. in einem Fight. Ein bisschen actionreicher in dem Sinn. Es Ja, gibt vor allem ein ein bisschen Downgrade. intelligenter. Also sorry, also wenn du natürlich kannst die Umgebung mit einbeziehen, kannst du viel strategischer und taktischer vorgehen und auch Mhm. mal eine Falle stellen. Und das ist natürlich interessant. Einfach nur stupid auf den Gegner drauf hauen, das ist halt eben stupid, meiner Meinung nach. Ja, natürlich, natürlich. Und das ist beim Resident Evil 4 ist das ja eigentlich so, dass das für jemanden, der es noch nie gespielt hat, ist
ist die Third Person, wo man eigentlich spielt, sehr speziell. Einmal in der ersten Resident Evil ist die Third Person Ansicht, die man hat in einem Resident Evil, wo so vor allem im Vieri, für das Vieri bekannt ist ein bisschen klobig so. Wie so, man hat doch ein bisschen Mühe gehabt, so die Zombies wirklich zu treffen und irgendwie ist das Aim-System nicht so, also mir hat das nie so ganz zugesagt, aber es hat so seinen Charme, genau wegen dem so. Also das ganze Resident Evil 4 hat so eine Trashiness irgendwo, wo halt aber auch ein Original daraus macht irgendwie. Und das muss man halt, entweder man liebt es oder man hasst es, aber ich glaube, im Allgemeinen ist es ein Game, wo du, wenn du ein Remake machst, was sie jetzt gemacht haben, wirklich musst können anerkennen, dass halt das Original ein ultra gutes Spiel ist. Und wenn man es von einem ultra guten Spiel ein Remake macht, dann lenkt man halt einfach Gold an. Und aus Gold noch mehr zu machen als Gold ist schwierig, oder? Ähm, So. von dem her haben sie natürlich dort eine sehr grosse Aufgabe gehabt. Aber ich finde, sie haben es mega cool umgesetzt, nach dem, was ich jetzt gelesen habe und mitbekommen habe. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Was mir noch so ein bisschen, für mich noch so ein bisschen das Downgrade war und sicher für dich auch, Steffi, man trifft im Laufe der Kampagne kann man einen Hund aus einer Bärenfalle befreien Oh. und der hilft dem dann später. So ein richtig herziger Hund, der ist in einer Bärenfalle festgesteckt und man kann dem raushelfen. Und den haben sie eigentlich weggelassen. Den gibt es nicht mehr im Remake. Und das ist eigentlich nur ein kleines Ding, aber die Community hat recht das Tränchen vergossen, dass der nicht mehr dabei ist. Es ist wirklich. Das ist so das, was ich kann sagen kann, ist nicht so cool. Aber sonst der Also das Rest. mit dem Hund finde ich mega cute. So Sachen Ja, gefallen das mir heisst. auch. Vor allem, Ja, es ist so eben. das ist aber nicht einfach das, du gehst von A nach B und du machst einfach Sachen 1, 2 und 3, sondern wenn du noch ein bisschen interagierst mit der Umwelt, wenn du noch gewisse Sachen machst, hat das eine Auswirkung. So funktionieren die Games heutzutage, ja. Dass alles, was du machst, basically Konsequenz hat auf die weiteren Gameverlauf. Das finde ich cool. Und sonst kann ich dir nicht zustimmen, weil ich habe absolut keine Ahnung, wo ich spiele das Game. Also ich habe es nicht gespielt, ich habe kein einziges Resident Evil gespielt und ich werde es auch nicht spielen. Es ist mir einfach zu horrorlastig. Völlig Nico, du verständlich, ja. kennst mich. Ich und Horror. Und Ja, ja, ich ich weiß. weiß, ich Wir haben weiß. Spooky Season, I know it. Und Kürbisse finde ich auch ganz toll und so. Aber, yeah, Horror an sich, nein, danke. Das überlasse ich euch allen anderen. Ja, das ist mir natürlich klar, Steffi, Gut, dann aber bin ich ich froh. denke, die Anekdote mit dem Hunger habe ich gleich noch Ja, einbauen, weil ich denke, das ist etwas, da hat herzerwärmend. Steffi sicher Freude dran. Ja, genau. Total, sehr Auf schön. jeden Fall. Habe ich Freude. Und Habe ich gern. was, was ist jetzt, ich würde auch gerade sagen, am besten machen wir doch den Kumpf von der Freude, den du an Ja, einem Spiel hast, ich gerade zu diesem durchbreche jetzt Spiel. nämlich Ja, mit meinem genau. Thema. Ich grätsche da einfach komplett quer rein und mache etwas ganz anderes, was nichts mit Horror zu tun hat, auch wenn wir später nochmal auf Horror zurückkommen. Aber es gibt Updates zu Sims, finally. Und zwar kann man ab sofort Sims 4 gratis spielen. Und zwar, Moment, ich muss schnell unterbrechen. Dings an mich, Notiz an mich, Steffi. Streamlabs spinnt gerade. Ja, weißt du, im Podcast habe ich ja gesehen, dass es Mhm. anscheinend Komplikationen gibt Mhm. mit dem Streamlabs-Dingens. Das wird alles geschnitten. Das ist Ja, ja, das wird gerade nicht hier. geschnitten. Das wird hier geschnitten. Also ich kann jetzt Ähm, irgendetwas ins Mic sagen. ja, lieber nicht. Aber es ist. Leute, erstens, Ausrufezeichen Giveaway, hä? So, da kommen wir den Infos über. Und dann müsst ihr Ausrufezeichen Win mit einem Abstand und dann ein 1 und oder ein 2 machen, je nachdem, ob ihr 1 oder 2 Tickets wollt. So wie Also, beim letzten Mal. ja, wie immer. Also, Hm. zurück zum Podcast. Zum Glück weiss ich noch genau, was ich gesagt habe. Also, weiter geht's. Timeout beendet. Aber ich grätsche jetzt einfach völlig random rein mit einem komplett anderen Thema, das nichts mit Horror zu tun hat. Horror können wir noch genug über heute und die nächsten paar Wochen und Tage wahrscheinlich. Aber nein, Leute, es gibt endlich News zu Sims 5. Ich habe eigentlich gemeint, es gäbe die schon früher. Ich habe nämlich vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, einen Blogpost geschrieben mit dem
mit der Vermutung, dass Sims 5 schon im Frühling 2022 kommt. Mama mia, habe ich mich geirrt. Es kommt noch nicht 2022, das ist ja jetzt schon durch. Aber sie sind anscheinend doch schon weiter, als man vermutet hat in Sims 5. Sie haben letztens Dings gehabt, so einen Livestream mit sehr vielen Infos, die sie rausgebracht haben, die sie ein bisschen erzählt haben. Und eines der coolsten News das erste Mal ist, dass man Sims 4 ab sofort gratis spielen kann. Die Erweiterungen für Sims 4 sind aber weiterhin kostenpflichtig. Das sind mittlerweile 55 Add-ons, also es sind mega, mega viel. Es ist spielbar auf dem PC, auf der PS4, auf PS5, Xbox One und der Xbox Series X und S. Und wer aber Sims 4 bis zum 17. Oktober schon gekauft hat, kommt noch der Wüstenpass-Oase, also das Wüstenpass, warum sage ich Wüstenpass? Das Wüsten-Oasen-Set kommt gratis über, genau. Und das ist sicher schon mal cool, einfach um ein kleines Feeling zu bekommen, wie Sims sich spielt, wie das funktioniert und so weiter. Für alle diejenigen, die Sims jetzt noch nie gespielt haben, aber immer mal ein bisschen Lust hatten, ein bisschen auszuprobieren. Wo ich meine, die ganze finanzielle Geschichte ist schon eine riesen Hürde. Ich gebe es selber auch zu, ich habe mir die ein oder andere Expansion gekauft und es ist einfach jedes Mal wieder so ein es ist so teuer. Und ich habe immer auf einen Sale gewartet bis jetzt. Und ich habe bei weitem nicht alle Extension Packs. Und erstens spiele ich für das viel zu selten, aber ich schaue halt gerne immer mal wieder so ein bisschen rein, mal schauen, was meine Sims so machen. Das ist halt schon ein Hast du witziges nicht alle Spiel. gekauft, Steffi? Sicher Hast nicht, das sind alle? irgendwie 500 Stutz. Nein, mehr wahrscheinlich. Holy shit. Ja, nein, wenn du alle Add-ons kaufst von Sims, inklusive Hauptgame, zahlst du irgendwie 500 oder 600 Stutz. Wahrscheinlich mittlerweile noch mehr, wo ja in der Zwischenzeit noch wieder neue sind dazugekommen. Nein, das ist abartig. Also, das ist etwas, Wir was haben doch übrigens mal... auch wirklich sehr kritisiert wird. Also da hoffen sehr, sehr viele Simmer, also Sim-Gamer, dass Sims bzw. eben EA, das das Ganze ja produziert, dass sie dort ein bisschen von dem Modell, von dem DLC-Modell wegkommen und es irgendwie anders lösbar ist, irgendwie mit einem Abo-Modell oder so, dass man kann sagen, man tut, eben, man kann ein Abo kaufen, also wie bei Netflix oder was gibt's noch, Disney Plus oder so, wo du irgendwie 10,99 €, keine Ahnung, frag mich nicht, im Monat zahlst. Dafür kannst du alles brauchen, was du möchtest. Oder dass es irgendwie so verschiedene abgestufte Modelle gibt. Ja, das ist so ein Ja, bisschen ist ein eigentlich Wunsch klar, von der oder? Community. Würde eigentlich auch durchaus Ja, Sinn machen, ja. das macht eigentlich wirklich Sinn, ja. Ja. Weil dann kann man eigentlich nur das spielen, was man wirklich will spielen und kann die Erweiterungen auch so ein bisschen ausnutzen, die man möchte ausnutzen. Also für mich tönt es nach einer guten Idee für die Community. Die Mhm. Frage ist, setzen sie das um? Gut, das ist immer so ein bisschen die Frage, wo, ja, also die Macher von Sims haben jetzt immer mal wieder ein bisschen auf die Community gelassen, aber viel zu wenig nach wie vor. Also, ich meine, du hast sehr viel so von den Expansion Packs, die irgendwie gar nicht wirklich Sinn machen. Oder auch, was immer ein grosser Wunsch von vielen immer war, so, hey, Nachwuchs. Kann man das nicht einfach ins Grundpaket tun? Das gehört doch zu einem normalen Leben von einem Menschen dazu, dass es das Stadion Baby, Kleinkind und Teenager und so weiter gibt. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ein Extension Pack, das du dir hast müssen kaufen. Also, Ah, ja, also Kleinkind und so hast du nicht von Anfang ja, an gehabt. Oder ich sehe wie. das Ja, natürlich. Haustier-Dings, Haustier-Expansion Pack. Oder irgendwie einen romantischen Garten oder so. Und alles so Schissel. Und das hat mega viele so ein bisschen essentielle Sachen, sage ich jetzt einmal, gegeben, die der Community gefällt hat. Aber ja, EA hätte lieber eben so eine romantische Garten-Busch-Extension gemacht, wo du wirklich so den Kopf gelenkt hast. Ja, ist ja wahr. Romantische Ja! Gartenbusch-Extension. Weißt du, wenn Das die klingt Sims geil. wenigstens Spass an denen können haben, ist ja gut. Aber sonst, wozu braucht es bitte romantische Gärtenbüschli? Nein. Du Nein, meinst die aber auf jeden Fall. Gartenbüsch? Wie hat es geheißen bei Sims? Techtel, Mechtel? Ja, Nicht? genau. Ein Techtel-Mechtel starten. Immer wieder gut gewesen. Ah, das ist übrigens auch etwas, was sich die Community wünscht, dass das nicht verpixelt wird. Mhm. Ja, ja, so sind sie, die Simmer. Die wollen plus 18 Action. Aha. Mhm. Ja, 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 ja. natürlich. Das ist der Thrill. Hast du das nicht auch immer wollen? Natürlich. So?
Ja, schon Immer immer so, mal hey, ich muss schauen, dass Comicfiguren mein beim Sim mit beim jemandem Techtelmechtel anders zuschauen. Ja, natürlich. Techtelmechtel. Gut, ich meine, es wird sogar Ja. pixelt, wenn sie unter der Decke sind. Also, come on. Ja, wobei, nein, stimmt, glaube ich, denen nicht. Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Egal, auf Mama, jeden es ist Fall. immer Aber, zensiert. Es ist immer gut, sie zensiert. sind ja Sehr. zensiert, wenn sie aufs WC gehen oder gehen duschen oder so. Und Ja, es ja, ist sehr japanisch gehalten. ja, sind wir ja so ein bisschen der Meinung, so, come on, wir sind kein Kleinkind, zeigt doch, was real ist, Mann. Also. Ja. Genau. Auf jeden Fall. Das ist ja das, was sich jetzt so ein bisschen die Sim-Community wünscht, aufgrund vom 4. Teil. Aber eben, jetzt ist ja der 5. Teil angekündigt worden, beziehungsweise das Project Renee. Also, das ist ja so der Arbeitstitel, ist Renee. Und jetzt gibt es neue Sachen. Also, ein bisschen haben sie anscheinend schon geschaut. Also, erstens mal, es gibt 2 neue Welten. Also, die Welt wird erweitert mit 2 neuen Welten. Eine ist, glaube ich, so eine Promenade irgendwie an einem Meer oder so, wie es aussieht, oder See, das weiß man nicht so genau, man hat nicht wahnsinnig viele Details gesehen. Und das eine ist ein kleines Dörfli, so wie es aussieht. Es wird natürlich auch Expansion Packs geben, von Anfang an, glaube ich, 4 Stück, wenn ich es recht im Kopf habe, also beziehungsweise wenn ich es recht gehört habe. Und es gibt, last but not least, hey, so habt ihr fest, einen Mehrspieler-Modus. Das heisst, man kann Sims 5 endlich mit Kollegen spielen. Das hat man nämlich bisher nicht können. Und das war recht doof gewesen. Also, ich meine, gerade Sims bietet sich ja wirklich an, dass man da mit so ein paar Leuten zusammen das Game spielt und schaut, ja, welche von den Sims man jetzt miteinander verkuppelt und wer jetzt in ein neues Haus Unbedingt. zieht und Ja. dort eine Ja, ja. Familie aufbaut und was für Haustiere die werden haben und solche Sachen. Mhm. Das ist eigentlich schon echt nice. Und mit dem Job und so, was ich die für Jobs haben. Ich finde es cool. Multiplayer ist für mich jetzt wirklich etwas, das ist ein Muss. Also, du kannst es natürlich weiterhin Singleplayer spielen, wenn du allein willst. Das ist nach wie vor natürlich möglich. Du kannst aber, wenn ich es recht verstanden habe, es war so eine Side-Note im Livestream, den sie hatten. Anscheinend ist es Cross-Plattform. Also, du kannst selber entscheiden, ob du willst, also du kannst zum Beispiel auf dem PC anfangen, aber du kannst dann auf dem Mobile weitermachen und dann rüber zur Playstation oder zur Xbox. Dort kannst du selber entscheiden, wo das du wenn willst spielen. Und das ist natürlich Cross-Plattform und Multiplayer wird, oh, dann wird das richtig gut. Yes. Es gibt noch ganz Das, viele andere Sachen, die neu werden sein. Ich rattere die es am besten ganz schnell ab, weil ja, es sind voll, let's wirklich go. viele Sachen, das muss ich wirklich sagen. Aber etwas, was wirklich super, super cool ist, ich weiß nicht, ob ihr jemals Sims gespielt habt. Falls ja, könnt ihr das sicher nachvollziehen. Der Frust, wenn man ein Möbelstück gesehen hat und es hat einem nur die Hälfte gefallen. Also das Poster ist nicht cool gewesen, oder das Muster oder irgendetwas hat einfach gefällt oder ist nicht okay gewesen. Oder das Küssen ist irgendwie nicht am richtigen Ort für den persönlichen Geschmack. Das lässt sich jetzt alles einzeln verändern. Also du kannst wirklich Sammelobjekte, also das sind nicht Sammelobjekte, also so Sachen wie Sofas, kannst du jetzt modular anpassen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, auf einem Tisch, ich will, dass das und das jetzt hierher kommt. Das war bis jetzt jeweils ein bisschen kompliziert gewesen, beziehungsweise nicht wirklich machen. Und dort gibt es jetzt viel mehr Auswahlmöglichkeiten und eben auch Anpassungsmöglichkeiten. Und das ist richtig, richtig cool. Das heisst, es wird noch sehr viel individueller als bisher. Es gibt auch neuerdings ein Farbtool. Das heisst, Farben und Muster können auch frei bestimmt werden. Das ist natürlich auch eine mega Sache. Weil es ist immer dieses, da hast du irgendwie so ein Bett oder so, das du musst platzieren musst. Und nachher denkst du einfach so, ja, es wäre ganz cool, wenn es einfach eine andere Farbe hätte, Mann. Weißt du, es müsste einfach eine andere Farbe haben. Oder eben ein anderes Muster. Und das kann jetzt einzeln neu ja, bestimmt werden. Das ist recht nice. Man kann jetzt auch verschiedene Inhalte noch einfacher mit der ganzen Community teilen. Für das gibt es jetzt einen neuen Workshop sozusagen. Ich glaube, den nennen sie Plumbob oder so. Ganz einen weirden Namen. Also dort gibt es zusammen mit Overwolf, das kennt ihr sicher, das ist ein Tool für eben Expansions und so und Add-ons. Das wird von CurseForge wird das betrieben. Und das ist jetzt, dort bauen sie jetzt exklusiv
wirklich eine Plattform auf für Mods und alle Modder, die wirklich Sachen machen, Häuser bauen, weißt, oder so einzelne Sachen zusammenstellen. Dort können jetzt ihre einzelnen Werke dann wirklich geteilt werden. Die Modding-Szene ist ja wirklich auch sehr, sehr, sehr bekannt bei Sims. Und eben auch, dass man ähm, einzelne Kreationen miteinander teilt. Also es gibt Leute, die bauen ihre Häuser zusammen, die Zimmer nicht selber einrichten, sondern die nehmen einfach etwas, was irgendeine andere Person schon erstellt hat, was ihm aber gefällt und das passt man dann vielleicht noch ein bisschen an. Und das soll jetzt Mhm. aber noch ein bisschen gefördert werden und das finde ich echt cool. Finde ich auch gut. Du musst ja nicht das Rad neu erfinden in dem Sinn. Ja, genau. Und eben, wenn du selber jetzt nicht so Lust hast an Dings, weißt, die ganzen Häuser bauen und die ganze Einrichtung selber zu machen, sondern wirklich mehr Interesse hast, einfach mit den Sims ein bisschen zu spielen, sage ich jetzt mal einfach so ein bisschen, eben die Live-Simulation ein bisschen zuzuschauen, wie das so funktioniert, das ist natürlich schon ja, eine mega gute Lösung, gell? Fix. Also es ist super, vor allem, eben, du siehst, wie die Community in dem auch aufgeht, oder? Das ist halt Mhm. etwas, du kannst das, so gehst du, sobald du bei einem Spiel, meine Meinung, sobald du bei einem Spiel Mods zulässt, Ja. gibst du halt wieder der Community die Möglichkeit, selber auch ein Teil zu werden vom Spiel und mitzuentwickeln auf einer kleinen Ebene, oder? Und das bindet deine Community auch extrem. Das ist, Natürlich. Aber wenn die das ist Community super. natürlich untereinander so, weißt, kann Zeugs machen, das ist aber schon geil. Also einfach sich austauschen, sich helfen und so. Und aber jetzt auch wieder zusammen spielen, das fängt eben schon. Das ist ein Muss. Also ich überlege mir Mhm. grad mega viele coole, Events oder Sachen, die man könnte machen, wenn man so zusammen, also ich weißt schon, einfach nur so ein Fun, so ein blöd Event, einfach mit Ja, ein paar hey. Kollegen in Sims rein und nachher irgendwie sagen: „So, los, wir müssen bis zu dann und dann, machen wir die Challenge. Jeder muss sein Sim irgendwie, keine Ahnung, in einem Pool ertränken bis dann oder so.“ Ich weiß Nein, doch so Zeug nicht. habe ich immer Also, voll dumm gefunden. Komm, nein, lass das so okay, sein. Es gibt auch so die also Challenges, so, ja, mach 100 Sims und schau, welcher das am längsten kann überleben kann, wenn du ein Hauslabyrinth baust, sozusagen. Nein, so ja, so dumm. herziges Zeug habe ich Ja, gemeint. das ist nicht Merci herzig, Steffi, sorry. Ja. ich finde so Zeug nicht cool. Nein, ich weiss nicht, ich habe mich mit so Sachen nicht anfreunden. Ich bin sehr ein friedvoller Spieler, wie du vielleicht merkst. Let meine Sims lassen. Ja, lass meine Sims in Ruhe. Lass sie leben, lass sie glücklich werden. Ich will nicht zuschauen, bis sie alt werden und sterben von Altersschwäche. So Die sieht es bei interessiert mir echt aus. nur Techtelmechtel. Ich sehe Ja, das. genau. So sieht es aus. Nein, aber tatsächlich sind sie, wie schon erwähnt, sehr viel weiter als bisher angenommen. Man kann nämlich ab dem 25. Oktober anscheinend Pre-Alpha testen von Project Renee heisst das. Oh, Ah, also eben cool. der Arbeitstitel. Also vielleicht wird es nicht mehr Sims 5 heißen. Wer weiß? Hey, stell dir vor, es heisst plötzlich nicht mehr Sims 5. Sondern What? Project Renee. Oder Oder wie? sonst komplett anders, weißt du? Das könnte natürlich schon sein. Aber nein, das wäre weird. I don't like Ja, das this. wäre Es weird. muss schon Sims 5 heißen. Es hat schon immer Sims geheißen. Und wenn es jetzt plötzlich einen anderen Namen würde bekommen, wäre es schon echt weird. Aber ja, auf jeden Fall. Übrigens, lustige. Hm? Entschuldigung, Steffi. Ich wollte noch schnell lustige Side noch bringen. Ist doch immer das einfachste Cosplay, das man sieht. An Ja, den natürlich. Machst du einfach einen grünen AC-Conventions. Kristall auf den Kopf und gut ist. Ja, Bist ein genau. Sim. Genau. Ja. Nein, Sorry, aber auf da habe jeden ich schnell Fall, wir haben rein. schon 2 Daten, wo wir noch mehr werden erfahren. Der 10. ist der 14. November. Dann wird das offizielle Mod-Hub, eben da das, wie heißt es, Plumbob oder so wollen nennen, weiss nicht, irgendwie weird. Auf jeden Fall, dann wird das ein bisschen genauer vorgestellt. Ähm, und am 6. Dezember gibt es eine Open Beta für Sims 4 Mod Manager. Und anscheinend ist es vor allem für, für Sims 4, nicht 5, sorry. Es ist für Sims 4 hauptsächlich. Ah, Wo, okay. ja, sind wir Okay. ehrlich, wo eben Sims 5 ist ja noch nicht draussen. Was bringt es jetzt schon da gross geht, Modder-Kollegen also zusammenzurufen und sie Zeugs machen, wenn es das Spiel noch gar nicht gibt. Und eben, es ist erst im Pre-Alpha testbar ab dem 25. Oktober von ein paar handauserwählten Simmer. Und es ist anscheinend wirklich nicht Ah. so ein öffentlicher Aufruf. So, hey, wenn ihr Bock habt. Ja.
Aber es ist nicht Hey, Open wir Beta, machen. Leute. Das ist nicht Open Beta. Das kommt wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht mehr 2023 erscheint. Das ist natürlich cool, muss ich schon sagen, wenn es 2023 noch würde erscheinen, also nächstes Jahr. Aber es würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn es 2023, 2024 wird, meine ich. Ja, Nächstes Jahr ja. ist ja schon 2023. Leute, in 2 Monaten ist schon fast 2023. Ja, Help! ja, wirklich help. Ja. Aber eben vielleicht noch schnell ganz kurz, was sich vielleicht noch gewisse Communities von Sims wünschen, was hoffentlich eingebaut wird, ist einerseits mehr mobile Freiheiten, sage ich jetzt einmal. Also, dass es Fortbewegungsmittel gibt für die Sims und nicht nur, dass sie zu Fuß laufen oder auf dem Velo von jemandem herfahren, sondern eben auch, dass sie Autos haben oder zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel oder dass sie Rösser haben. Anscheinend wollen ein paar von der Community-Mitglieder wieder Rösser haben. Das ist natürlich auch herzig. Warum auch nicht? Und eines der biggest issues, die natürlich Sims hat, das ist einer der Running Gags. Und ich kann mir gut vorstellen, dass EA das nicht wird ausbauen wird, gerade weil es eben ein Running Gag ist und immer wieder für Lacher sorgt, ist das unlogische Verhalten der Sims. Also, wenn du einfach nur mal als Beispiel, sie haben eine Schale in der Hand, wo du es ihnen sagst, sie sollen es auf den Tisch legen. Und sie tun so, als hätten sie keinen Platz, also würden sie keinen Platz finden auf dem Tisch und stellen es einfach ab den Boden. Und du denkst einfach so, why? Ja, ja, So ja. das Typische. Oder wo sie irgendwelche Hirnfurz haben oder so. Oder du hast ihnen keine Aufgabe aufgeteilt. Du lässt sie einfach leben. Plötzlich müssen sie aufs WC. Aber statt dass sie aufs WC gehen, machen sie irgendetwas anderes, von irgendein Buch lesen oder gehen irgendwie kochen oder so. Und du denkst dir einfach so, du stirbst jetzt dann, weil du aufs WC musst. Warum gehst du nicht Ja, einfach? ja, Das ist ja, so genau. dumm. Äh, Das Oder ist sie wirklich verrichten eben dann ihr ja, sie Geschäft nicht auf bisseln dem einfach am WC, Boden. sondern irgendwo, Genau. ja, Ja, schöner es Moment. ist Ja. super, super. Mhm. Und es gibt aber eine ganz kleine Kritik an Sims 5, die vorgestellt worden ist. Und zwar hat EA dort ein bisschen sehr sich inspirieren von einem sehr ähnlichen Game. Und zwar von Paralives. Paralives ist wirklich ein sehr Ah, Pearl, ja, Sim-artiges Game, ja, genau, wo in letzter Zeit sehr beliebt ist, gerade bei den Sim-Player, wo es halt eben ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, wo es ein bisschen, ja, ein bisschen detaillierter ist, das Ganze. Ja, und ein bisschen logischer, sagen wir es mal so. ja, Das ist ja, so ein bisschen die Kritik und ich denke, das wäre gerade so ähm, die gute Überleitung zu deinem Thema, oder was meinst du? ja, Wo wir kommen ja, jetzt es ist nämlich zu gut. Crit. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen zum Grid. Ähm, und zwar ist es so, wir fangen da mit dem Grid-Thema Silent Hill. Also, es ist so. Wir haben vorher Remakes gehabt. Wir haben vorher das Remake gehabt vom Resident Evil 4, wo ich ja nur gute Sachen erzählen konnte und gesagt habe, hey, das müsst ihr probieren, das sieht wirklich gut aus. Jetzt haben wir gerade den Counterpart, jetzt haben wir gerade das Gegenteil, jetzt haben wir gerade das Yang zum Ying. Und zwar Silent Hill. Es Yikes. gibt es, es gibt ein Remake zum Silent Hill zweiten Teil, also Silent Hill 2 wird remaked. Und Konami hat das angekündigt in einem längeren Livestream und in diesem längeren Livestream hat man auch gemerkt, dass Konami schon lange nicht mehr Livestreams hat gemacht. Sie haben nämlich einiges verkackt in diesem Livestream. Unter anderem waren Übersetzungsfehler drin gewesen, vom Englischen ins Japanische. Teilweise sind ganze Sätze nicht übersetzt worden, sondern Japanisch gewesen, anstatt Englisch. Also sind die Leute nicht so draus gekommen. Sie haben im Quelltext vom Livestream gerade schon alle Titel von dem Projekt geleakt. Also das einfach, man hat nur müssen in den Quelltext gehen und hat schon Oh gewusst, welche Titel das boy. vorgestellt werden. RIP. Alles so Zeug. Zudem haben sie zwei Moderatoren gehabt, japanische Moderatoren, wo der eine davon eher so ein Businessman-mäßig angelegt war und die andere eher Business Casual. Und sie ist eine Streamerin gsi, die auch Englisch streamt, so wie ich das verstanden habe, aber halt auch Japanisch Native ist.
Von ihr her ist die Präsentation eigentlich noch gegangen, aber wie er das Zeug präsentiert hat, also man muss fast nachschauen, es ist wirklich sehr, sehr lustig. Er erzählt wirklich so von den Änderungen vom Spiel und möchte es auch wirklich mit den Emotionen noch untermalen, aber es sieht einfach aus, als würde er die als würde er den Verkehr regeln. Er hat einfach keine Veränderung in seinem Gesicht, wenn er die Sachen präsentiert. Oh Und nein. es ist wirklich so ein bisschen, ähm, ja, es ist sehr, sehr lustig gewesen zum Zuschauen. Und in diesem Livestream haben sie die verschiedenen Silent Hill Projekte vorgestellt. Und natürlich der grösste Teil dort oder das Wichtigste dort ist Silent Hill 2, wo aber Fans immer noch finden, also die richtigen Fans finden, hey, es braucht kein Remake. Macht einfach einen Port. Macht einen Port von der alten Konsole auf die neue. Wir wollen das alte Game spielen, es ist so gut. Wir wollen das, wir Aha. wollen das, wir wollen das. Wann Wir ist wollen das nichts rausgekommen? Neues. Ähm, Silent Hill Remake ist erst gerade rausgekommen. Also das Ah, ist ja gut, in dem Fall. letzte Woche gewesen. Nein, Auf ja, jeden aha, Fall. ne, sorry. Aha, nein, also Du hast ja sorry. vorhin gesagt, sie wollen eben nicht, dass es ein Remake gibt. Ja, ja, genau, genau. Sorry, Wann der ist das Original Teaser-Trailer ist rausgekommen? von letzter Woche. Das wollte ich wollen sagen. Der Stream ist letzte Woche gewesen, nicht das Game. Ähm, dass es kein Remake gibt, weiss ich schon lange, ja. Aber sie machen halt gleich eins. So im Sinne von, sie haben das Gefühl, sie machen es jetzt einfach besser. Sie machen ein neues Game, in dem Sinn, ein Remake von einem alten, aber auch machen sie ein paar Sachen neu. Und sie haben ein neues Studio beauftragt und dort fängt es eigentlich schon so ein bisschen an. Also, die Fans wehren sich halt auch gegen das Remake, weil sie wissen, wer daran arbeitet. Oh, Und jetzt wird es ein bisschen heftiger, weil ich bin da ein bisschen tiefer gegraben. Das hat mich einfach interessieren. Und zwar, das Studio, das dort dran arbeitet, die nennen sich Blooper. Ähm, und Blooper ist so ein dubioses Studio, weil man hat auch nicht ganz gewusst, warum das sie beauftragt worden mit dem Remake von Silent Hill 2. Das hat niemand ganz gewusst, weil eigentlich ist Blooper ein Entwicklerstudio, das genau ein Game hat, das an eine 80er-Wertung herkommt auf Metacritic. Und der Rest ist so Medium. Also wirklich so Medium, Medium. So richtig, also ähm, schlecht. ja, nicht schlecht, aber Mal, halt alles, was Medium. unter Also 70 nicht. ist, ist schlecht. Ja, Sind wir ehrlich. und dann hat man sich wirklich gefragt, wieso wählen sie die? Und man sagt eben von Blooper, dass sie immer so ein bisschen dubiose Deals haben, eben auch mit Publisher und so, wo sie dann einfach Games bekommen, weil sie dafür bekannt sind, dass sie Games kopieren. Also die Games, die Blooper rausgibt, sind meistens Kopien von erfolgreichen Games, die natürlich dann anders heissen, andere Charaktere haben, aber das Spielprinzip ist genau das gleiche. Also sie haben ein Game gehabt, das mega erfolgreich war und selbst das, also mega erfolgreich, es ist einfach Layers of Fear, vielleicht sagt ihr Ah, das etwas. das, ja, ja, das. Layers of Fear ist von Blooper gewesen. Und dort ist aber auch das Konzept gestohlen worden und viel ist dort auch lustigerweise übernommen worden vom Silent Hill. Also Hm. es ist wirklich so, das einzige Game, das sie erfolgreich gemacht haben, ist auch eigentlich eine Kopie. Und sie sind dafür bekannt, dass sie sehr schnell arbeiten zwar, aber halt auch sehr billig. Und sehr Kopie, also einfach wirklich MeToo-Methode. Das Zeug einfach kopieren, nicht wirklich selber eine Story überlegen, sondern ein Zeug, das schon mal funktioniert hat und dann raus damit. Also nicht, die haben nicht einen guten Ruf in dem Sinn. Und darum hat man sich so ein bisschen dagegen gewehrt und man hat jetzt auch gesehen, wo der Trailer zum Remake ist gekommen, viele Fans haben aufgeschrien und gefunden, hey, aber das geht ja nicht, ihr habt die und die Szene anders gemacht. Oder ihr habt das Handling und die Darstellung überhaupt nicht mehr akkurat getroffen, wie im Original. Die wichtigsten Szenen haben eine falsche Tonalität. Und man kann teilweise Dialoge gar nicht mehr ernst nehmen, die ernst hätten genommen sollen werden. Und beim Silent Hill 2 ist es so, und das weiss ich, weil ich am Hero Fest jemanden getroffen, der Silent Hill cosplayt hat und die Dame ist also wirklich der Ultra-Oberfan von Silent Hill. Das habe ich noch nie vorher gesehen, dass ein Mensch so aufgeht in einem Game. Die hat alles gewusst. Die hat wirklich alles gewusst und die hat das Game, weiss nicht wie viel Mal durchgespielt. Und wenn du nachher so Hardcore-Fans hast, dann verstehe ich das, dass man, ja, dass man halt als solcher Hardcore-Fan ein Remake erwartet oder eben gar kein Remake erwartet, sondern einfach sagt, Leute, wie siehst du, es ist super. Ja. Und ja, sie haben es jetzt eben gleich gemacht.
Und ich gehe jetzt noch ganz kurz auf die Blooper, auf die Entwickler ein, weil ich habe dort noch etwas herausgefunden und die haben zum Beispiel auch einen Titel gemacht namens «The Medium». Und in diesem Titel «The Oh, der ist aber, Medium» glaube ich, gut gewesen. Medium. gibst Also, du, glaube ich habe es glaub, knappe 80er-Kritik, okay, ja. wo ich habe es nicht Glaub. gespielt, aber ich habe das Konzept bzw. die Story dahinter sehr, sehr interessant gefunden. Aber wie sich's dann gespielt hat, weiß ich natürlich nicht, wo es eben das gehört wieder. Es ist halt so, es ist vielfach so die Horror-Games, ich finde die Idee dahinter super spannend, aber es geht mir ein bisschen zu fest auf die Psyche. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, so meine Abendstunden, sage ich jetzt mal, oder Wochenende mit den Games verbringen, dann wollte ich mich da nicht noch zu in eine darky tiefe Psyche reinstürzen, sondern dann habe ich gerne ein bisschen leichte, wie sagt man, Betäubung. Leichte Kost. Ja. Leichte Kost lieber. Ja. Ja, verstehe ich sehr gut. Ich, wie gesagt, «The Medium» habe ich eigentlich auch nur angesprochen, weil ich es selber nicht gespielt habe, aber ich habe viel darüber, also ich habe dann Zeug darüber gelesen, dass es eben ein schwieriger Titel ist, weil es tut Selbstmord thematisieren. Also es Mhm. thematisiert den Mhm. Selbstmord in diesem Game. Also Suizid an sich. Und die Message, die aber gesendet wird, ist mega falsch. Weil die Message, die im Game gesendet wird, ist, dass sich die Leute, die sich das Leben nehmen, eigentlich mit dem den richtigen Weg wählen, weil, weil sie so mit ihrem Trauma nicht andere Leute traumatisieren. Das ist die Message, die das Spiel sendet. Und es Okay. ist eben, es ist nicht das einzige Spiel, das Bloober gemacht hat, das so eine Message sendet. Und das ist das, was die ganze Sache so weird macht. Ja, das Also, ist nicht dass so sie wirklich geil. teilweise Messages senden, wo einfach Leute, ich kann es nicht anders sagen, könnten zu Suizid verleiten. Weil es so tönt, als wäre es ein gutes Ding, wenn du Oh, dich shit. selber von dem Erdbau entfernst, damit der andere nicht zu Opfer machst oder was auch immer. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, Darum dort grosses Fragezeichen, ob das gut wird. Viele Leute finden, kommt nicht gut. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und springe zum nächsten, was sie präsentiert haben in dieser Silent Hill-Präsentation. Und zwar Silent Hill Townfall ist ein anderes Game, das wird rauskommen, ein weiterer Titel. Dazu kann ich nur sagen, da weiß man noch viel weniger, aber dazu kann ich nur sagen, dass die Fans viel mehr Hoffnung haben in diesen Titel, weil es wird von No-Code programmiert, also von No-Code entwickelt. Die sind ein gutes Entwicklerstudio und Annapurna Interactive tut es publishen, so auch zusammen mit Konami, so Co-Publisher, weil du kannst ja nicht, also es ist einfach ein Konami-Titel, du kannst das Konami nicht wegnehmen, aber Annapurna wird auch einfach das Geld geben, für das zu realisieren. Und das heisst Silent Hill Townfall und da setzen die Fans wirklich sehr viel Hoffnung drin. Ähm, Zudem, als Letztes, was ich wichtig habe gefunden, ist auch noch, ist auch noch kommuniziert worden, dass es einen Film wird geben, einen Silent Hill Film. Und man hat dann den Rückschluss gezogen, dass nur wegen dem Film eigentlich Silent Hill Townfall rauskommt. Also das heisst, der Film selber hat eigentlich nachher die Leute von Annapurna Interactive motiviert, ein neues Game zu machen, ein neues Silent Hill Townfall Game zu machen, wo der Film selber hat ein bisschen die gleiche Handlung wie das Townfall Game von Silent Hill. Und das sieht alles sehr gross aus und mega cool. Also da kommt etwas auf uns zu. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und somit bin ich silent mit meinem Hill-Zeug und gebe weiter an die Steffi mit ihrem nächsten Thema. Nein, mega spannend gewesen, aber ich finde es immer schön, eben, wenn man so ein bisschen tiefer kann go graben und dann kommt eben so Zeugs raus. Nice. Ja, wow, dann bleibt es auf jeden Fall spannend bei Silent Hill und was dort so abgeht. Und ich denke, sobald wir dort Neues wissen, werden wir das dann sicher hier auch wieder besprechen, gell, Nico? Ja, auf jeden Fall. Nice. Ja, ich habe nur noch ganz etwas Kleines eigentlich. Und zwar ist ja, also das ist vielleicht schnell zum Vorgeschichte nochmal schnell aufzuholen. Es ist ja relativ bekannt. Ich weiß zwar nicht, ob es jetzt wirklich offiziell durchgezogen worden ist oder ob es nach wie vor nur im Gespräch ist. Aber Activision Blizzard ist ja aufgekauft worden von Microsoft. Also, Ja. ja. aber, Ja, aber eben was? das Problem ist, es hat sehr viele Stimmen gegeben, die dagegen gesprochen haben. Und ich bin mir nach wie vor im Fall gerade nicht mehr sicher, ob das jetzt durchgezogen worden ist oder nicht.
Aber ich glaube schon. Ich Man hat einmal glaube nichts mehr es. Oh gehört. ja. Ja, ich glaube so. Es hat einmal im Juni oder Juli sollte stattfinden. Und ich muss ehrlich sagen, es zugegeben, ich habe niemand etwas gehört davon. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das durchgezogen worden ist. Auf jeden Fall. Ihr wisst ja, dass Call of Duty ähm, auch von der Activision, also vor allem von Activisions Seite her produziert wird, das aber ursprünglich mal ein Sony-Exclusive war. Das heisst, Call of Duty hat man eigentlich nie auf der Xbox können spielen. Und es hat Ja. aber die Chefs von Xbox immer wieder gefunden, so, ja, wir bringen das jetzt auf der Xbox, beziehungsweise im Game Pass, kein Problem, das kommt dann schon. Wir müssen dann noch schauen, wie wir das mit Sony machen. Jetzt hat es aber ein offizielles Update gegeben, und zwar ist es folgendermaßen: In den nächsten paar Jahren wird es aufgrund von der Abmachung mit Sony nicht auf dem Xbox oder also auf der Xbox Game Pass spielbar sein. Also Call of Duty Ah, bleibt mhm. weiterhin ein PS-Exclusive Game. Ja. Ja. Ja, wie finden wir das? Dich interessiert das, glaube ich, nicht, Steffi. Du bist nicht so Call of Duty. Nein, aber ich finde es echt krass. Also ich finde es einerseits natürlich schade für alle die sich erhofft haben, dass Xbox Game Pass jetzt Call of Duty aufnimmt, dass es im Pass drinnen ist, dass es jetzt gratis, also plus minus gratis kann spielen. Das wäre natürlich schon cool. Und ich finde auch, ich finde immer so ein bisschen die Game-Exklusivität finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also ich bin grundsätzlich nicht Fan von also von exklusiven Games. Vor allem so eben Konsolen-Exclusives finde ich das so ein bisschen «ne». Und darum finde ich es irgendwie schade. Also muss ich wirklich, darum habe ich so ins Crit geschmissen. Ich finde es schade. Ich hätte es ganz gut gefunden. Was ich schön finde, ist, dass sie natürlich ihre Absprechung, die sie mit Sony hatten, dass sie das, ja, dass sie das einhalten, dass sie das nicht brechen. Das ist natürlich schön. Ich meine, es ist gleich auch, ich meine, Microsoft und Sony sind ja gleich auch zwei sehr wichtige Player in dieser Branche, und wenn sich die würden verstreiten, wäre natürlich sehr schade. Aber ja, ich fände es schön, wenn es ein bisschen Auf jeden weniger Fall. Exclusives gibt. Ich kann dort im Fall noch schnell reingrätschen, Steffi, gerade mit der deutschen Blutgrätsche. Ich habe zwar heute noch Info bekommen von unserem allseits informierten Newshead, dem Yves. Oh, Und zwar hat er mir gesagt, dass tatsächlich die Kampagne, die Einzelspielerkampagne von COD schon spielbar ist. Also man kann es schon abladen und Einzelspielerkampagne spielen. Und sie hat es einfach rausgegeben, ohne wirklich das zu sagen oder das zu kommunizieren, dass man das kann. Also einfach sehr wenig drumherum. Und das ist natürlich mega uncool, weil das kannst du natürlich nur in der Online-Version. Also du kannst noch nicht die Hardware-Version kannst du noch nicht kaufen, mhm. sondern du kannst jetzt einfach das Game abladen und du kannst schon spielen. Das heisst, das ist echt quasi die boten so halt Leute aus wie mir, oder? Wo sie einfach sagen, hey, in der Online-Version kannst du schon grad zocken, aber die Hardware-Version, also die Sachen, die CD, die du in der Hand hast, das Game ist noch nicht erhältlich. Und das ist mega uncool. Also das ist schon noch grad so ein bisschen Crit, den ich reinbringen kann. Dort so. Voll. Ja, wunderbar. Merci vielmals für den Input. Und Mhm. ja, dann wäre es das auch mit Crit. Dann kommen wir weiter zum Loot. Und zwar habe ich Ende letzte Woche etwas herausgefunden, das ich euch einfach nicht möchte vorenthalten. Ich selber habe es noch nicht gekauft, aber ich habe es mir auf die Wishlist gesetzt. Und sobald die Möglichkeit besteht, werde ich mir das, also Möglichkeit, Necessität, sage ich jetzt mal, besteht, werde ich mir das Game kaufen. Und zwar Portal 2 auf der Nintendo Switch. Und ich meine, ich bin immer so ein bisschen auf der Suche, so, ja, was gibt es für coole Couch-Coops auf der Switch? Und wir wissen ja, dass It Takes Two am 4. November wird rauskommen, also schon gleich. Aber ja, was ist, wenn man It Takes Two schon gespielt hat am PC, oder wenn man es durch hat, was spielt man dann? Es ist nämlich also nach ein paar Stunden ja auch durch. Und hey, Portal 2 könnt ihr zu zweit auf dem Sofa als Switch spielen. Und ich glaube, Portal 2 ist sehr viel ein rechter Begriff. Und es ist, glaube ich, auch recht funny, wie ich es mitbekommen habe. Und ich muss zugeben, ich habe das Portal 2 nicht gespielt. Aber ich bin sehr
Eager, wie sagt man? Was ist das für ein deutsches, was ist das Wort auf Eager. Deutsch? Wie sagt man auf Deutsch? Hey, Ja, wir kommen viel mehr was ist englische, heute ja, wir kommen immer los? mehr englische Sachen. Ich hoffe, Steffi, zuerst Necessity und ja, dann das ist Eager. ganz schlimm. Begier gespannt. Ich bin gespannt drauf, ja. Wie sich Also das spielt. Eager, ja. Ja, Ja, eben. nein, erpicht. Erpicht, ja, auf Deutsch. Erpicht. Ja, genau. Ja, und darum von dem her, ich werde mir das auf jeden Fall mal holen, wenn es so weit ist und meine Necessity besteht, dass ich das Game auf der Couch auf meiner Switch spiele. Aber einfach, dass dir so ist, so, hey Leute, Portal 2 auf der Nintendo Switch ist nicht mal teuer, es kostet irgendwie 17 Franken oder so. Für beide, Portal 1 und 2. Das ist ein Ja, und das Companion. ist sehr lustig. Es ist wirklich sehr lustig. Companion Pack heisst das, glaube ich. Ja. Wo man jetzt beide zusammen bekommt. Viel spaßige Stunden könnt ihr dort verbraten. Ja, wird lustig, wird lustig. Ja, und weiss nicht, du hast, glaube ich, nichts angeschaut. Du bist immer noch im Sparmodus, gell? Ich bin noch im Sparmodus, genau. Ich habe einiges auf der Wishlist, nämlich das Game, wo wir letztes Mal schon drüber geredet haben, Evil West, das ich sicher Ja, mir genau. angeschaut habe. Zudem noch Grounded, wo wir zwei heute schon mal drüber geredet haben, Steffi, wo einfach seit langer Zeit aus dem Early Access ist gekommen, haben wir müssen feststellen, weil ich habe zu Steffi so gesagt, hey, Grounded, das ist ein neues Game. Und Ja, Steffi und so, ich so, hä, das nee, gibt es doch schon sicher ewig. nicht. Das Was? gibt es So viel schon mega verarschen. lang. Was Das soll ist das das? große Krabbeln. Ja, ich Oh. weiß. Ja. Ja, aber das Game gibt es, also ich weiß nicht, wann ist das in Early Access gekommen? Das ist wirklich schon ewig her, das ist über ein Jahr her. Darum, Ja. für mich ist es schon ein altes Game. Ja, aber ich habe es einfach gesehen, was eben, glaube ich, aus dem Early Ja, Access ja, rausgekommen ist letzte und es Woche, eigentlich noch glaube ich, lustig oder ausgesehen. so. Hast du oder Genau. ich weiß es nicht genau, wenn das rauskommt. Aber ja, auf dem Xbox Game Pass kann man das ja auch spielen. Swiss Mit Game der, Pass, das wäre ja, auch etwas. Swiss Game Pass, das ist Steffi, nice. Alle erfinde wir den Schweizer Swiss Game Indie-Games. Pass. Ja, Alle alle Schweizer, Schweizer Support Schweizer Indie. Indie-Games, hallo. Ja, total, voll. Bin dabei. Apropos, Wenn wir da... wir Genau, haben, genau sagen, sehr gut. ja. Sehr Wir gut. haben noch Ja. ein Video gemacht am Hero Fest. In der letzten Episode haben wir euch schon von dem erzählt. Das ist jetzt sehbar, hätte ich fast gesagt. Ihr könnt das jetzt anschauen. Es ist in einen Blogpost integriert auf der Seite von brack.ch. Wir verlinken euch den natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr dort schauen. Und ja, lasst unbedingt irgendwie einen Kommentar da oder so, wo wir haben ja die Leute gefragt, hey, was wünscht ihr euch eigentlich von der Schweizer Gaming-Szene? Und es ist ein recht cooles Video geworden, schaut auf jeden Fall vorbei und wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung dort auch mit dran angeben. Es gibt das eine oder andere bekannte Gesicht, das ihr vielleicht von Twitch kennt. Ja, fix. Und genau, also das eine oder andere bekannte Gesicht, das immer hier auftaucht, kann man sagen, genau. Ja, es ist super geworden. Wir freuen uns mega, dass wir es so cool haben zusammen können schneiden und es sendet eine gute Message, wo sich vielleicht der eine oder andere auch mal noch 2-3 Mal Gedanken darüber machen, dass man definitiv noch viel ändern kann an der Gaming-Szene in der Schweiz. Genau. Voll. Nein, es war super. Ich habe Freude am Video und ich glaube, euch wird es auch gefallen. Und ja, dann war es für heute mit dem Gaming News Podcast. Wir hatten ein bisschen weniger Themen als normalerweise. Dafür ein bisschen Ich habe es gut gefunden. fundierter. Ich habe es wirklich auch sehr gut gefunden. Ja, wir haben ein bisschen tiefer können graben durch das natürlich. Und in meinen Augen ist das sehr, sehr solid gewesen. So. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Yes. Fertig Podcast, Leute. Stream natürlich noch nicht durch. Der Ives ist natürlich auch am Start. Nice. Nein, ja, hoi boy, wir sind noch gerade nicht weg. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen da. Wir quatschen noch ein bisschen mit euch und wir müssen natürlich auch noch das Giveaway auflösen. Also wir Genau. lassen euch ja nicht einfach gehen, ohne dass wir das Giveaway auslösen. Und ja, ich habe es gesehen, ich habe einen Rechtschreibfehler gemacht, ich habe das K vergessen, I'm sorry. Nein. Viel schlimmer, Steffi. Was? Du hast Gotham Wirklich? Oh, shit. Knights geschrieben.
Es ist richtig schlimm. Ich musste pressieren, okay? Wir haben schon angefangen. So. Ich konnte nicht vorbereiten. Ich konnte nicht mehr vorbereiten, weil ich musste den PC neu starten. Ich habe doch von Anfang an Alles gesagt, gut. meine ganze Vorbereitungszeit, mein Mhm. Vorbereitungsplan ist komplett über den Haufen geschmissen worden, weil ich den PC Mhm. neu starten. Ich bin froh, wenn du auch mal Fehler machst, weißt du? Nobody's perfect. Nicht mal So, ich. I'm nobody. Fast. Ah. Also, was habt ihr noch geschrieben, meine Lieben? Seid ihr noch rum, by the Geschrieben, way? der Massimo ist immer am reinspammen die ganze Zeit. Barracks vor allem, Win 5. Alter, es gibt nur Win 1 oder Win 2 Ja, und Win ich habe ihm 5. es noch schreiben und dann habe ich gedacht, nein, komm. Selber Also, schuld, Mensch. jetzt musst du es Wer selber nicht wissen. lesen Wirklich. kann, gell? Der macht halt nicht mit. So einfach ist es. Er hat es aber näher geschnallt. Das ist doch Ja, schön. ja. Genau. Nightmare Pascha ist noch da hergekommen. Nein, Übrigens auch Massi, noch. jetzt bleib da. Merci übrigens auch Was noch nicht mal an. einschlafen, Kollege? Ich Alter, bin bist hure du still? Ich aktiv wollte etwas sagen. gewesen. Merci übrigens Ey, auch vielmal an Official Gamebase für die Follow vorher, vor 20 Minuten. Wir waren leider jetzt mit im Podcast, darum haben wir nicht können Merci sagen, aber das soll jetzt gelten. Danke vielmals. Also, was hast du ja. sagen, Nico? Du darfst jetzt reden. Ja, ey. Ich mache nicht immer so einen auf Queen, wirklich. Es ist so. So, ich bin Ich eine könnte mich das Queen. nicht vorstellen. Oh mein Gott. Also, oh, Troy! Der Troy ist rum. Ja, er hat vorhin eine Troy. Band. Richtig so. Troy hat seinen Bannhammer Selbsthilfegruppe. geschwungen. Ja, ist gut. Ja, er hat einfach nicht so viel Werbung gemacht für das Giveaway, aber das ist okay. Ähm, ähm, merci, Massi, merci vielmals, Massi. Merci, merci. Ich habe wirklich recherchiert, ja. Ich habe recherchiert, ja. Ja, Man hat es gemerkt, ja, ja. man hat es wirklich gemerkt. Das ist sehr gut. Ja, ja. Ich habe Zeit gehabt, also ich habe mir Zeit auch genommen. Weißt du, das ist auch Das ist so, eben Massimo, gell? wichtig. Das ist eben wirklich, das ist wirklich wichtig. Es macht meinen Arbeitstag zwar länger, aber das ist für mich okay, weil ich mache das für euch, oder? Das Mit interessiert dich selber Leidenschaft, ja auch, also, come Herzblut on. und ein bisschen für die Steffi, dass sie beeindruckt ist von mir. Um sie impressen, das mache ich noch gerne. Machst du gut. Also hast du wirklich da schon alles vorgelesen? Warte schnell. Okay, da ist noch Thema Nein, ich habe ein paar Sims ist Sachen noch über. gewesen. Ja, ja, viel zu Ja, Sims. genau. Ja, Viel aber zu es gibt ja kein Sims. genaues, also es hat noch kein Datum gegeben zu Sims 4. Ja. Klar nicht, sie sind Ja. erst sie haben es erst mal announced, dass es überhaupt rauskommt. Irgendjemand, der Nightmare Pascha hat noch Spotify geschrieben. Was ist mit Weiß nicht Spotify? Unser genau Podcast warum. gibt es auf Spotify. Ja, aber vielleicht. Was, für Steffi ist Sims Hm. 5 wie für uns damals GTA San Andreas. Das würde ich jetzt so nicht sagen. So viel habe ich jetzt also auch nicht gespielt. Nein, was ist das Game, das du am meisten gespielt hast? Zelda eigentlich? WoW mit irgendwie 2000 Stunden. Pff, Ja, ich war in einer Raid-Gilde, gut, was erwartest du? aber Da das hast sind auch noch da hast wenig, 4-5 oder? Mal in der Woche müssen spielen. Hä? 2000 Stunden Das ist sind, wenig für WoW. Sehr wenig. ja, aber das sind ja noch Ja. wenig. Genau. Ähm, Silent Hill. Ah, okay, dann Silent Hill ist noch gewesen. Das Phantom hat noch gesagt, habe ich hure cool gefunden. Spannendes Setting mit dem Nebel. Mhm. Yes. Genau, aber wie gesagt, ich habe eigentlich auch zuerst gehabt, wo ich den Trailer habe gesehen vom Silent Hill, habe ich zuerst gedacht, ja, das denke ich noch gut, aber nachher habe ich wie wirklich mehr ins Thema reingeschaut. Mhm. Und dann habe ich definitiv die ganze Wut können nachvollziehen von den Leuten, die gefunden haben, hey, die verhunzen wieder einen AA-Titel mit einem Remake, Das wo ist so einfach nicht, schade. wo es nicht herbringt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schade. Das Müsste ist nicht so wie, sein. weißt du, Steffi, das muss ich auch noch schnell loswerden. Das ist so wie, Bitte. wenn du harte Ringe anlängst und dann so etwas daraus machst wie Ringe der Macht. Hey, das ist Also so basically Sachen, die wir schlecht. ständig wieder haben. Ja, ja. Genau. Das Phantom ist noch da und hat gefunden, es sei ein bisschen makaber, aber er hätte als Kind mal einen Friedhof bauen in Sims. Ja, also Warum? beim Phantom mache ich mich sowieso ein bisschen Sorgen manchmal. Also das ist nicht das erste Mal, wo er so Zeug da reinschreibt. Und auch der Massi hat irgendwo etwas vorher
Was hat er da noch reingeschrieben? Irgendetwas hat er reingeschrieben, von wenn die Leute in der Küche hast. Ah nein, das war schon das Phantom. Schau. Ja, ja. Ja, ich glaube, wenn die Leute in der Küche verbrennen, verpixelt sie nicht. Hallo, Dude, geht's dir gut? Wow! Wow! Müssen wir da mal der Troy hat zwischen Selbsthilfegruppe. Vielleicht musst Wirklich? du dort auch noch rein. Troy hat eine Er hat's Selbsthilfegruppe. Oh er hat's wow. jetzt vorhin gesagt. Schau. Er hat da oben gesagt, Barracks, wir reden dann in der Selbsthilfegruppe drüber. Aha, okay, sehr gut. Finde ich gut. Kannst du vielleicht jetzt Phantom auch noch mit reinnehmen? Ja, ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht. Fände kommt mit in die Selbsthilfegruppe. Also 2000 Ja. Stunden brutal. Nein, 2000 Stunden ist im Fall echt nicht viel für WoW. Also, ich kenne Leute, die in ihrem Main-Game 10.000 Stunden haben. Gut, die haben jahrelang nichts anderes gespielt und die haben das Game auch oftmals einfach im Hintergrund laufen. So sammelt man natürlich auch sehr viele Stunden. Das war bei mir jetzt nicht der Fall gewesen, aber ja, in meiner intensivsten Phase habe ich wirklich 4, 5 Mal, wenn nicht sogar 5, 6 Mal in der Woche WoW gespielt. Halt jeden Abend nach dem Arbeiten noch. Die ganzen Raid-Geschichten musst du natürlich vorbereiten, farmen etc. Deine Quests musst du ja gleich auch noch machen, nebst dem Mhm. Raiden. Und ja, und mir ist irgendwann mal ein bisschen zu viel geworden, beziehungsweise unsere Raid-Gruppe ist ein bisschen auseinandergebrochen wegen diversen Unstimmigkeiten. Und dann bin ich eigentlich ganz froh gewesen, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe für mich, beziehungsweise für andere Games. So, eben, ich finde andere Games auch sehr interessant und cool und will eigentlich nicht all meine Zeit nur in einem einzigen Game verbraten. Oder? Also, ja. Definitiv, definitiv. Und das ist auch so sehr viel Grind. Ähm, Sehr, ja, sehr. Das ist solche Games sehe ich auch nicht mehr so. also Früher habe ich viel Guild Selbsthilfegruppe Wars gespielt. brauchen wir aber unsere echten Namen. Aha, ist das so? So, dass wir auf Twitch anonym sind? Aha. Ah! Zeigen ihr euch Schlau. echte Gesichter? Ja, wahrscheinlich, hä? Wahrscheinlich. Ja, da haben sich 3 gefunden für die Selbsthilfegruppe. Das ist Ja, ich super. Wir glaube fragen auch. dann nächste Woche nachher, wie der Stand ist, ob ihr euch schon Voll, können therapieren voll. Finde ich gut. Also, ja, Leute, Face Reveal von Fenty. Nein, nein, der darf dann seine Maske abhalten. Ah nein, Okay. das ist er nicht mehr anonym. Man Ah, Fenty yes. muss selber schauen, wie er das macht. Ja, ja, Alle genau. legen eine Maske an, der Fenty zieht sie ab, genau. Ich glaube, das ist nicht so fair. Oh. Hey, hey, hey. Hey, cool, cool, gut. Wir sind gut in der Zeit, Steffi, würde ich sagen. Ja, der Timer ist zwar noch nicht ganz abgelaufen. Mhm. Von Dings, wie heisst vom Giveaway. Es sind noch 9 Minuten knapp drauf. Aber ich glaube, es wird eh niemand mehr mitmachen. Darum würde ich das Giveaway hier jetzt einfach mal beenden. Ich tue Mhm. zuerst noch Dings beenden, Audacity. So, das brauchen wir ja nicht mehr. Das kann ich dir auch gut empfehlen, Nico. Ja, das mache ich jetzt auch gerade. Das Oh ist eine nein, gute Idee. Fan, ich glaube nicht, dass mich jemand ohne Maske gesehen wird. Oh Mann. Also, Leute, seid ihr ready für das Giveaway? Dann würde ich jetzt nämlich das Giveaway beenden. Alle, die noch nicht mitgemacht haben und gerne Gotham Knights Deluxe Edition würden gewinnen, die können jetzt noch mitmachen. Ihr habt noch 2 Sekunden. 2 Sekunden, Ja, nur Win 2 Ace, ich schreibe das Sekunden. auch noch schnell rein. Win Ace. Du darfst nicht. Hallo. Oder eben Gotham Knights, wie Steffis wird schreiben, genau. Psst, psst, psst. Also, wenn ich das hätte angeschaut, hätte ich so gedacht, hä? Was für ein Game wollen sie mir da andrehen? Ja, wahrscheinlich, Das ist ja. irgendeine Kopie von Gotham Knights, Ja, aber wahrscheinlich. irgendwie. Aber irgendwie so ein Meme-Game oder was? Ja, very special Steffi-Edition, genau. Genau, ja. Der Steffi als Alle Harley Stimmen, Quinn. alle Stimmen sind von mir. Was habe ich als Harley Quinn? Nein, nein, du musst dir folgendermaßen vorstellen. Ich habe alle Charaktere synchronisiert und ich bin das Gesicht von jedem Charakter. Aber wir können für das Synchronisieren im Fall nur 5000 zahlen. Was? Skandal! Ich wollte mindestens 100.000. Nein, nein. Also, genau, unterschrieben von mir, exakt. Und auf jedem Charakter klebt mein Gesicht. Das ist geil. Also, ich habe schon letztes Mal Hauptgewinn abgeräumt.
ich setze das mal aus. Alles klar, Boy, wie du möchtest. Die sind so generous, die Gell, Leute. Was ist sag mit denen nicht, los? sag nicht. Ich habe das Gefühl, die schauen Sie zu mögen viel eben Mois. gönnen. Nein, sie mögen gönnen. Das ist eben schön. Ja. Unsere Community mag gönnen. Das finde ich gut. Also Leute, seid ihr ready? Dann schließe ich mal die Möglichkeit, also ich schließe das Gewinnspiel, das heisst, ihr könnt ab sofort nicht mehr teilnehmen. Ja, der Massimo nicht, das stimmt. Also, gut. Raffle, Es ist Raffle, beendet. Raffle, Genau. Und Raffle, merci vielmals an alle, die mitgemacht haben. Gewinner ist in 3, 2, 1. Barracks! Congrats! Barracks! Nice. Du hast PS5 Key für Deluxe Edition von Gotham Knights gewonnen. GG! Nice. Rex. Genau, Barracks! Special Edition mit einer Robin-Maske und einem hautengen Anzug für dich. Ah, ist das so? Nee. Stell dir vor. So, also, ich schicke dir gerade die Key. Ohne Wort, bitteschön. So öffentlich im Chat. Weißt. Nein, ich habe dir eine Flüsternachricht geschickt. Das ist die Key. Merci vielmals für alle, die mitgemacht haben. Merci vielmals für alle, die da waren und zugeschaut haben. Nächste Woche gibt es auch wieder etwas Kleines für euch. Denkt dran, wir haben aber jetzt der Menti so ein bisschen als Giveaway-Tag eingeplant. Also schaut auf jeden Fall Menti auch mit vorbei, wenn ihr etwas Cooles gewinnen wollt. Am Menti werden Geschenke verteilt. Exakt. Das heisst, ihr könnt euch jetzt immer auf einen Menti freuen. Montag ist Gönnertag von brack.ch. Genau. Genau. Macht deinen Montag schöner. Kauf einen Döner. Nein, ist ja gleich. Auf jeden Fall. Fast. Aber ja, merci vielmals. Viel Spass euch drinnen. Wünsche ich euch eine Selbsthilfegruppe. Nico, vielleicht solltest du auch mal vorbeischauen. Und wir sehen uns morgen, Leute. Denkt dran, morgen um 11 Uhr ist der Cyril mit Klemmbausteinen-Stream dran. Und ich streame wieder um 1 morgen am Dienstag. Und der Troy natürlich wieder am Mittwoch am 3. Genau. Also wieder eine kleine kompaktere Woche. Genau. Und yes, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt nicht Sorge, bleibt drinnen bei dem grusigen Wetter und dann sehen wir uns morgen. Nicht nächste Woche, morgen. Tschüss. Morgen. Tschüss zusammen. Ciao.